Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zur Neuverpflichtung von Konrad Laimer. Er hat unterschrieben, es ist fix. Rafael Guerreiro ist noch nicht fix, wird nächste Woche erwartet. Von daher, ja, warten wir da ab. Wir machen hier Nägel mit Köpfen, ansonsten lohnt sich das nicht, da jetzt noch weiter zu spekulieren. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Es gibt ein kurzes Vorstellungsvideo. Das ist wirklich, ja, hat jetzt nicht so viel Aussagekraft, aber ich denke, ein kleiner Ersteindruck von ihm können wir uns ja mal geben. Könnt ihr euch 1 Minute 30 auf der FC Bayern Seite übrigens anschauen. Die Stadt kennenzulernen, die Fans kennenzulernen und dann einfach Gas geben. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres für einen Fußballer wie Titel zu gewinnen, erfolgreich zu sein. Ich glaube, für das machen wir das alle. Das macht einfach Spaß. Für das trainiert man auch so hart und so lange, dass man am Ende auch irgendwas Schimmerndes in der Hand hat. Und ich glaube, ich bin da hier einfach genau richtig für das und ich freue mich einfach dann loszulegen. Ich kann nicht verlieren, ich gebe immer alles, egal ob es am Fußballplatz ist, ob es irgendwo anders ist. Seit ich ein kleines Kind bin, sage ich jetzt mal, ist das so. Und ich glaube, so kann mich auch jeder erwarten, egal bei welchem Spiel, bei welchem Training. Mich gibt es nur bei 100%, wenn nicht mehr. Und für das stehe ich auch. Und ja, ich freue mich einfach, das erste Mal dann das Trikot zu tragen, vor den Fans zu spielen. Und ja, die Vorfreude ist riesig. Das war das schon, oder? Naja, gut. Ja, Konrad Laimer, Leute. Erstmal, was er gesagt hat, 100% Minimum jedes Mal ist genau das, was wir brauchen, weil wir haben ganz, ganz viele Spieler diese Saison gehabt, die nicht annähernd bei 80% waren ihrer Leistung. Also von daher bin ich sehr gespannt. Ich würde sagen, wir werfen mal ganz kurz einen Blick auf ein paar Werte von ihm. Mal eben umstellen. Ja, wie ihr seht, ist 26, in Salzburg geboren, Ösi. Liebevoll gemeint, Ösi, Größe 1,80 Meter, zentrales Mittelfeld. Länderspiele 26, 2 Tore. Da kommen wir auch schon zu der Geschichte, die vielleicht ein bisschen schwierig wird. Das wird man sehen halt bei uns, ja. Also wie man sieht, 2017 kam er in die Bundesliga. Da hat er 22 Spiele bestritten, zwar 18, 19, 29, 19, 20, 29 mit 2100 Minuten, was völlig okay ist. 2021 waren es 3 Spiele, 83 Minuten. 21, 22, 26 Spiele, 1200 Minuten. Ist jetzt nicht viel an Minuten, muss man ganz ehrlicherweise sagen. 22, 23, 21 Spiele, 1474 Minuten. Immerhin 3 Tore. Das ist jetzt aber auch nur Bundesliga, nicht alle Wettbewerbe, ja. Muss man auch mal ganz klar sagen. Aber da sieht man schon so ein bisschen das Problem. Er ist halt, ja, zumindest so die letzten 3 Jahre schon verletzungsanfällig gewesen. Ja. Nichtsdestotrotz, ablösefreier Wechsel. Hat einen Marktwert aktuell von 28 bis 30 Millionen um den Dreh. Was ich von ihm gesehen habe, gerade wenn er gegen uns gespielt hat und wenn ich auch mal so Leipzig gesehen habe, war auf jeden Fall bärenstark. Man hat gesehen, genau das, was er sagt, ist immer am Ackern, immer am Machen, am Tun. Ich denke, er kann dieser Mannschaft gut tun. Die Sache ist halt, ja, die Verletzungsanfälligkeit. Auf der anderen Seite muss man sagen, sollte ein Goretzka bleiben, ergänzen die sich vielleicht, wenn sie nicht gleichzeitig ausfallen. Weil beim Goretzka sieht's ähnlich aus. Machen wir uns nichts vor, der ist auch immer die Hälfte der Saison verletzt meistens. Ich bin sehr gespannt auf den Konrad Laimer. Wie gesagt, ich denke, es war ein sehr, sehr guter Transfer. Ablösefrei, ist eine absolute Pressingmaschine. Ja, wie er auch schon selber sagte, immer 100%, 110%. Ich denke, das kann der Mannschaft nur gut tun. Und wieder ein Spieler, der Hunger hat. Ja, muss man auch mal ganz klar sagen. Man kommt zum FC Bayern, um Titel zu gewinnen. Ja, er ist Pokalsieger geworden jetzt 2-mal, aber das war's auch. Also von daher, vielleicht bekommen wir die Verletzungsanfälligkeit ja sogar im Griff. Ne? Wird man sehen.
Bin ich sehr gespannt drauf. Nochmal für mich persönlich auf jeden Fall ein Transfer, den du machen kannst, wenn nicht machen musst, ja, wenn er ablösefrei zu haben ist. Und ja, ich denke, er wird eine gute Alternative sein und ich denke, er wird auch, wenn wirklich alle da im zentralen Mittelfeld bleiben sollten, die Messlatte auf jeden Fall ein bisschen höher hängen, was Einsatz und Kampfgeist anbelangt. Ja. All das, was uns in der Zentrale auf jeden Fall gefehlt hat. Ne? Nochmal, ja, na klar, er ist verletzungsanfällig. Wir wissen jetzt nicht, ob da irgendwie Handgeld geflossen ist. Sehr wahrscheinlich ein bisschen. Wir wissen aber jetzt noch nicht, was er irgendwie gehaltstechnisch verdienen wird. Ich denke mal so um die 10 bestimmt. Ja, aber nochmal, ablösefreier Spieler. Wenn er, selbst wenn 2/3 der Spiele sind, wenn er die auf gutem Niveau spielt, denke ich, kann er eine Verstärkung sein. Von seiner Ausstrahlung, von seinem spielerischen Verhalten her, denke ich, ist er auf jeden Fall eine Verstärkung. Da ist aktuell leider, muss man leider so klar sagen, in der Mitte fast jeder eine Verstärkung, ja. Ist halt leider so. Von daher für mich ein super Transfer. Und ich bin sehr gespannt, ob wir die Verletzungsanfälligkeit in den Griff bekommen und was er zu leisten imstande ist. Und vor allem, das Wichtigste natürlich, ob er die Chance bekommt. Ja. Das ist ja so die Krux bei uns aktuell. Aber ich denke mal, in der neuen Saison werden die Karten da ein bisschen anders gemischt werden in der Zentrale. Ansonsten war ja auch zu lesen oder die Gerüchte so, ja, man könnte ihn auch als rechten Verteidiger bringen, sehen. Weiß ich nicht. Kann ich schlecht beurteilen. Bin jetzt nicht so in dem Thema drin, ob er das schon mal gespielt hat. Finde ich seine Stärken aber eigentlich, zumindest die ich so gesehen habe, verschwendet. Ja, er hat schon die Stärke des Gegenpressings, des Balleroberns und wie wir gegen uns gesehen haben, auch das sich mit Einschalten in den 16er. All das, was ein Goretzka eigentlich auch haben sollte und was ein Goretzka eigentlich auch haben könnte. Aber was ein Goretzka aktuell nicht abliefern konnte, wird man sehen, wie es in der neuen Saison ausschaut, ob alle noch da sein werden. Ja. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, was das anbelangt auf der Abgangsseite. Wie wir ja schon gelesen haben, Guerrero wird sehr wahrscheinlich noch kommen. Da geht es ja nur noch um Medizincheck kommende Woche und dann um die Unterschrift, zumindest wenn man das so Glauben schenken darf, was man da liest. Er ist ja als linker Verteidiger geführt. Oder es sind ja auch schon Spekulationen, dass Alphonso Davies wechseln könnte nach dem Real Madrid und hin und her. Ich habe Guerrero auch immer im defensiven Mittelfeld eigentlich wahrgenommen. Also von daher denke ich, ist er da auch eine Alternative. Ja, man muss halt abwarten, wie es bei Rice ausgeht. An Alvarez von Ajax sind wir ja anscheinend nicht wirklich dran. Ne? Da ist ja eher Dortmund dran und so West Ham und sowas, weil die mit dem Abgang von Rice rechnen. Und ja, aber da hat man eher aktuell, was man so liest und hört, eher das Gefühl, dass er eher nach Arsenal geht. Wie gesagt, es ist ja immer schwierig, so Engländer von ihrer Insel runterzuholen, gefühlt. Bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Aber ich denke, ein Konrad Laimer ist natürlich jetzt nicht so der klassische Sechser. Ja. Ist schon so der offensiv verteidigendere, also jetzt nicht so der tiefe Sechser, glaube ich. Kann ich jetzt aber auch noch nicht wirklich zu 100% beurteilen. Ich denke, das kann vielleicht so ein RB Leipzig-Fan hier ein bisschen besser beurteilen wie ich. Den halt nur in den paar Spielen sieht, wo er mal gegen uns spielt oder wenn ich sonst mal irgendwas gesehen habe. Ja, das sind so die kleinen Fazit, die wir aktuell Aussagen, die wir aktuell haben, was man daraus lesen kann. Es ist fix, Konrad Laimer hat unterschrieben bis 2027, das ist Fakt. Und das ist gut so, ist ablösefrei. Wird jetzt nicht so viel Handgeld gekostet haben, wird jetzt auch nicht so ein hohes Gehalt haben, gehe ich erstmal von aus. Weil, ja, man sieht ja, leicht verletzungsanfällig, aber ja, nochmal. Ablösefrei ist auf jeden Fall einer, der sich reinhaut, der Gas gibt. Das, was uns so die letzten 1,5 Jahre auf jeden Fall abgegangen ist. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Ich freue mich, dass er da ist. Und ich bin gespannt, ob er dann auch die Chancen bekommen wird. Selbst wenn alle anderen bleiben sollten. Aber ganz ehrlich, wenn man sich die Form anguckt vom Goretzka und auch Kimmich, ja,
wäre es dumm, da einen Leimer nicht aufzustellen, wenn er fit ist. Also von daher lassen wir uns mal überraschen. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf ihn. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es seht. Aber ich denke, beim ablösefreien Wechsel brauchen wir nicht viel umdiskutieren. Wenn er nicht so viel Gehalt kostet, kannst du nichts verkehrt machen. Ne? Mein Gott, dann, wenn es gar nicht passen sollte, ja, dann geht er halt nach einem Jahr wieder. Hört sich hart an, aber so ist nun mal das Fußballgeschäft. Genauso wird es bei Guerrero laufen, wobei ich denke, er wird bei uns schon einschlagen. Vielleicht da nochmal ein kleiner Exkurs zu, können wir schon ein bisschen vorausschauen, aber ich werde es im anderen Video dann auch nochmal ansprechen. Ich denke, Tuchel ist schon so der Trainer, der eine defensivere Viererkette haben möchte. Ja. Ich denke, ihm gefällt nicht so, was wir halt unter Nagelsmann hatten, dass unser Außenverteidiger extrem, fast vorne an der Grundlinie stehen und dann irgendwie immer hinterherrennen müssen und halt dann Riesenräume sind, dass wir ausgekontert werden. Ja. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass er auch mit einem Guerrero auf der Linksverteidigerposition plant. Wird sehr interessant zu sehen sein, ist natürlich reine Spekulation, aber wenn man gesehen hat, wo ein Tuchel kam, dass er gleich erstmal so die Viererkette 30 Meter nach hinten versetzt hat und halt auch ein Cancelo oft genug in die Schranken gewiesen hat, dass er nicht so weit nach vorne aufrücken soll. Bin ich gespannt. Ist auch gar nichts gegen Fonsi. Ja, man kann auch einen Guerrero hinten links aufstellen und einen Fonsi einen weiter vorne. Ja, ich denke, Fonsi hat sich mit Schnelligkeit seine Stärken und kann mit Sicherheit auch eine Position weiter vorne spielen, was ja eigentlich auch seine Position war. Von daher gibt uns das auf jeden Fall, wenn er auch kommt, eine Menge Alternativen. Ja? Weil, wie gesagt, er kann auch im defensiven Mittelfeld spielen. Und ja, genau solche Spieler brauchen wir gerade im Hinblick, wenn dann uns ein Pavard auch verlässt, der ein paar Positionen spielen kann. Ist halt gut, wenn wir ein paar Spieler haben, die auch ein paar Positionen spielen können. Konrad Laimer, wie gesagt, so die Konrad Laimer Spezialisten, ihr könnt es ja gerne mal reinschreiben. Ich habe es halt nur gelesen, so rechter Verteidiger. Ob er das schon mal gespielt hat, ob er das gut gespielt hat, ich habe keine Ahnung. Ich kann es absolut nicht beurteilen. Aber ich bin gespannt auf ihn für die neue Saison und ich denke, er wird frischen Wind reinbringen. Wie gesagt, ist hungrig, ist auch einer, der mit Leistung vorangeht, denke ich. Und ich denke, das kann uns nur gut tun. In diesem Sinne, lasst mir gerne eure Meinung da. An dieser Stelle auch nochmal recht herzlichen Dank an meine Kanalmitglieder. Das habe ich vergessen, wieder am Anfang des Videos. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, das immer am Anfang des Videos zu sagen, aber irgendwie, wenn ich dann dabei bin, das Video aufzunehmen, vergesse ich es. Ja, aber hier auf jeden Fall an alle recht herzlichen Dank. Kleine Erinnerung, wer Bock hat, kommende Saison mit eurem Fachwissen zu glänzen gegen mich und gegen andere Leute hier aus der Community, hier auch von dem Channel, meldet euch gerne beim Tippspiel an, beim Bundesliga-Tippspiel. Könnt ihr zeigen, wie viel Ahnung ihr vom Fußball habt. Und ich kann zeigen, wie viel Ahnung ich vom Fußball habe. Da wird es vielleicht eher interessant sein, wer die meisten Punkte für den FC Bayern holt. Bin sehr gespannt. Macht das sehr gerne und dann sehen wir uns wahrscheinlich Ende nächster Woche wieder, wenn es fix ist mit Guerrero. Und vielleicht tut sich ja dann auch mal irgendwas im Rice-Poker. Ja, es ist ja jetzt so die Saison beendet. Der West Ham hat ja da die Conference League gewonnen. Und ich denke, da wird dann jetzt ein bisschen Bewegung auch reinkommen. Ob es eher in unsere Richtung geht oder eher in Richtung Arsenal. Bin sehr gespannt. Aber den ersten haben wir eingetütet und da muss man natürlich auch nochmal sagen, den hat der Brazzo noch eingetütet, sehr wahrscheinlich. Ja, da wird er seinen Anteil dran haben. Da brauchen wir uns nichts vormachen und wie ich finde, ist das ein guter Transfer. Nochmal ablösefrei. Wenn er fit ist, war er in Leipzig gesetzt, Leistungsträger und ja, wenn er seinen Worten Taten folgen lässt, denke ich, genau der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt. Und von daher, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, Leute, bis nächste Woche. Tschüssi!